Herzlich willkommen zurück hier bei Retrocache. Sinnlose Let's Plays. Und wir haben hier schon mal ein bisschen vorweggegriffen und wir sind da schon mal ins Kaskadenland gereist, wo es eigentlich weitergeht. Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls. Das sollten wir uns auf jeden Fall ansehen. Die Shannon und Captain Toad drunter. Sollen wir mal sehen. Okay, dort hat schon einen geschenkten Mond. Münzli Goldbar. Da. Ich glaube, da machen wir aber noch eins. Da haben wir noch eins gemacht bis jetzt. So, wir holen uns jetzt erst einmal da den Mond. Und dann sehen Sie am Datum an, ich habe jetzt eine längere Aufnahmepause gehabt. Das habe ich auch gebraucht. Ich habe viel Zeit für mich gebraucht und jetzt sind wir wieder da. Und ja, dann schauen wir mal den an. Schauen wir mal, wie wir da finden. Wir sind die Ländersprinter. Wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, in dem es uns verschlägt. Ah, ja, das ist eine Kunst. Ich weiß immer noch. Willst du antreten, Kumpel? Dem Gewinner winkt ein Preis. Probieren wir es mal. Gut. Gute Einstellung. Regeln gibt es eigentlich keine. Tritt gegen uns an und erreiche das Ziel vor uns. Das war's auch schon. Die Ziellinie ist eine Leuchtsäule. Alles verstanden? Dann los. Okay. Ja, so wird schwierig, hä? Hallo, irgendwie, hä? So, noch keine Chance. Nicht gut gewesen, der Versuch, okay. Ich habe so im Kopf gehabt, dass die ziemlich tricky sind. Aber wir haben jetzt da mal einen Weg. Ich weiß jetzt ungefähr, wo das wir durch müssen. Und probieren wir es doch nochmal. So, hätten wir dann sicher noch geschafft, noch weiß ich wie viel der Versuch. Er hat jetzt noch einen Schnitt hier gemacht, das nicht allzu lang geht. Und 36,99, okay. Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Hier hast du den Preis, einen Mond. Ah. Nein, hab ich die nicht.
gibt ja zwei, es gibt Standardrennen und ich glaube das nächste Rennen kann man erst machen, wenn man das gemacht hat und die Welt dann einfach noch einmal besuchen. Irgendwie so ist das gewesen, vermutlich mal. Optimisierbar. So, dann schauen wir mal sonst, was sich da alles auch sonst noch tun hat. Da unten jetzt haben wir noch Münzen. Da nicht wieder retour. Aber so haben wir wieder oben. Ja, ja, kaufen wir mal noch ein bisschen. Ja, für mich lange jetzt uns noch nicht. Dann legen wir doch gerade aus passende Outfit voll mal die Welt. Eine Röhre. Da rauf und da jetzt süß. Nochmal Enmo. Und da hinten hat es eine Tür gegeben. Nicht kaputt macht, oder was? Weil ich weiß gar nicht mehr, was das Ziel ist. Falsch, okay. Alle kaputt machen. Ich kann das nicht länger halten. Aufräumen in der Dino-Höhle. Aber eigentlich müsste es ja noch... Ich habe mal gelernt, dass eigentlich in diesen Subräumen immer zwei Mündchen rum hat, oder? Die Frage ist, ob man den da auf die Schnelle findet. Ah, da unten. Weg. Riese Viecher mal noch da ab. Fall schon.
2 schnellere Möndli gewesen. Und jetzt müssen wir eigentlich mal noch Prinzessin Peach finden. He? Wir sind immer noch am Anfang da von der Welt. Wasserfall ist ja noch nicht etwas gewesen, mag mich erinnern. Da ist eine Münze. Da ist auch eine Münze. Schauen wir uns die Frequenzen mal noch an. Geheimfahrt zur Bowsers Festung. Schatz beim Wasserfall wegnehmen. Also ein paar Münzli und ein paar Möndli. Schauen wir mal, ob Prinzessin Peach findet. Sie hat ja etwas von mit T-Wax geredet, also ich vermute mal, sie wird da mit T-Wax überhocken. Da nicht. T-Wax kann man sich auch noch etwas machen. Vermute mal, aber da lassen wir jetzt mal noch beiseite, weil da hinten haben wir Münzen, die beim Rennen nicht da sind. Da haben wir mal durch. Da jetzt einfach nur so ein einzelner Knopf da. Vermuten, wenn wir jetzt mit dem T-Rex da das Zeug kaputt machen, ist da irgendwo ganz sicher noch etwas versteckt. Den Weg auf, diese Münzli haben wir da hin, die sind wir eigentlich auch schon mal. Die Frage ist, hat es da noch etwas gegeben? Nicht? Eine Röhre. Ich glaube, das letzte Mal noch nicht da gewesen. Okay, dann haben wir den nächsten Raum aufgemacht.
Hm? Nochmal einen Ruhm und den Mond. Okay, schöne Sache, würde ich meinen. Mit dem Kettenhund ins Schwarze. Einmal gestorben. Weil ich gedacht habe, da könnte etwas versteckt sein. Aber da ist nicht mehr versteckt im ersten, da im zweiten in dem Fall auch nicht. Den haben wir kaputt gemacht. Ich hätte doch da noch gefragt, wie wir die anderen zwei da kaputt machen. Da noch irgendwo etwas versteckt. Oder nicht? Auch nicht. Da die Sicht noch so ändern, dass ich nicht etwas sehe. Ah, nicht. Schade. Da sterbe ich gerade instant, hä? Gerade direkt. Da ist garantiert irgendwo ein zweiter Stern rum, aber ich weiß nicht wo. Ah, okay. Da haben wir einfach nochmal einen Raum weiter. Der ganze Stress kann ich sparen, hä? Frage ist, wie viel Versuch brauche ich da? Ja, gleich ein paar Versuche gebraucht, aber schlussendlich volle Punktzahl mit dem Kettenhund. Ich bin dreimal gestorben, aber für beide Männlichpulter. Jetzt so eine Münze versteckt vielleicht. Na gut, in dem Fall ist steht jetzt auch noch die Türe. Die lassen wir jetzt mal aber aus.
tun jetzt im Fall auch nochmal 2 Mondli. Wir gehen jetzt mal zu der Peach rauf. Ja, da tönt noch der Peach. Der Wasserfall ist schon beeindruckend, aber passt trotzdem auf, wohin du trittst. Ich bin, als ich klein war, oft zum Spielen hierher gekommen. Ein Mond ist aus dem Wasserfall geplumpst. Ein Glück ist er noch heil. Bitteschön, ist für dich. Okay, nächstes könnt in die Wüste. In dem Fall. Ja, gemeint dort ist irgendwo auch noch etwas, aber egal. Man erzählt sich, dass sich ein echter Steinzeitbewohner herumtreibt. Den würde ich ja so gerne mal kennenlernen. Ein Steinzeitbewohner? Für mich bist du der größte Künstler überhaupt. Ich bin ein Fan und möchte dir das hier überreichen. Okay, da wird der Mond, das Kostüm für den Mond. In dem Fall dürfte man da mal nur den Stein aktivieren. Ja, eigentlich können wir die Frequenz auch schon, aber ich lasse jetzt gleich mal noch laufen. Und jetzt haben wir ganz einen Haufen neue Mündlis bekommen in dieser Welt. Obwohl, ich würde sagen, eigentlich haben wir für diese Welt genug gesammelt. Aber der Captain Toad nehmen wir natürlich auch noch mit. Hier findet man so viele seltene Fossilien. Ich würde in die Luft springen vor Freude, aber du verstehst schon. Oh, bei meiner Suche habe ich einen Mond gefunden. Ich schenke dir. Au. Ich bin schon genug aufgestorben. So, wir haben uns die Welt nochmal ein bisschen angeschaut. Es hat noch mehr Mündchen rum da. Da haben wir jetzt den Witzen rum, gell? Das ist ein Tic-Tac-Turnier. Oh, da leuchtet noch. Das ist ein einfacher. Hey, der ist jetzt vom Mond runtergefallen. Jetzt, wenn sie so offensichtlich sind, dann nehmen wir es uns natürlich auch mit. Das Tic-Tac-Turnier ist vorher noch nicht dabei gewesen. Die Felsen dort oben sind glaube ich neu. Die Hutparade dort hinten ist auch neu. Das ist auch neu. Hoppeldi hopp am Wasserfall. So, gut, kommt da lang. Ich glaube, das Profi-Rennen kann man erst jetzt machen, wie man den Stein aktiviert hat. Aber ich würde sagen, das war es von dieser Folge, von dem Land. Sicher gibt es noch mehr zum Holen, aber wie gesagt, ich mache das Let's Play nicht zu 100%, aber wenn natürlich
Mal noch schauen, was das als nächste die Welt kommt und vor allem, was passiert, wenn wir Peach in allen Ländern mal besucht haben. Okay, somit wäre es das gewesen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und 28 Monate müssen wir noch suchen, plus Peach noch im ein oder anderen Land. Man hört sich.